mir das, Dr. Freeman. Sie haben so viel zerstört. Aber was haben Sie dafür getan? Fällt Ihnen überhaupt etwas ein? Dachte ich mir. Wir werden schon sehen. Er muss hier irgendwo sein. Und hilf mir. Oh mein Gott! Gordon! Ich war so besorgt. Hey, das Gravitron. Gib es ihm, Doc. Schau, Gordon. Doc freut sich auch. Man sieht's. Okay, Doc. Wirf den Monitor an, damit wir uns bei Dad melden können. Er wird sich schon Sorgen machen. Er war sicher, dass ich dich nicht hier finden würde. Die Zitadelle ist kurz vorm Ende. Ich weiß nicht, wie wir da rausgekommen sind. Ich erinnere mich nur noch an Breens Fall. Eine Mordsexplosion und dann Worte und Stimmen. Und plötzlich buddelte mich Doc aus den Trümmern. Alles sehr merkwürdig. Wir sollten... Das ist Dad. Genau, wie du jetzt gerade 3 Minuten gesehen hast, Half-Life, ich habe Half-Life 1 und 2 gekauft. Das fand ich auf Steam im Angebot. Da musste ich zuschlagen. Und die Performance läuft auf meiner alten Kiste. Ich habe noch ein drittes Spiel, das ich nicht kenne. Was, ich kann es ja gleich ein bisschen spoilern, scheißegal. Ich habe mir Teil 1 von Stalker gekauft, auch im Angebot. Ich möchte dahingehend, habe ich gesagt, ich möchte viele neue Projekte probieren oder neue Spiele spielen, die ich absolut nicht kenne und die für mich persönlich aktuell Neuland sind. Genau, machen wir es kurz und schmerzlos. Es kommt einiges auf euch zu und ich möchte euch das alles nicht entgehen lassen. Genau, und deswegen auch dieser ganze Kladderadatsch. Das Problem ist halt nur, es wird es vielleicht da draußen Zuschauer geben, die mich schon länger verfolgen, denen das vielleicht alles nicht passen wird, aber du musst mir auch verstehen, 9 Jahre Fallout, es reicht einmal. Es muss was Neues her. Mass Effect spiele ich mittlerweile auch schon zum 7. oder 8. Mal. Es reicht irgendwann einmal. Ich habe jetzt gerade einen Cyberpunk-Dialog beendet oder einen Prolog und absolut göttlich. Jetzt bin ich so gespannt auf diese offene Welt, wie die Geschichte weitergeht und was es Neues zu entdecken gibt in Cyberpunk und daher auch die Geschichte oder die Sache mit Jänner, Februar, März, dass wir da ein bisschen weiterkommen. Mehr will ich gar nicht. Alle 2 Tage ein Video, schon wie 100 Mal schon erwähnt. So, jetzt da, heute mir ganz kurz. Jetzt kommen noch 3 Videos, die ich zusammengestellt habe, oder 3 Clips in unterschiedlicher Länge. Das wirst du dann gleich alles sehen.
wenn ich es noch schaffe, das Video heute noch hochzuladen, wird es so zwischen 20 und 21 Uhr kommen. Ich hoffe, ich schaffe es. Es ist jetzt ca. 17 Uhr. Jetzt muss ich die ganzen Elemente noch zusammenfriemeln, zusammenframeln und hin und her und bla 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 und werde es dann hochladen. Genau. Was erwartet dich jetzt? Der Mass Effect Nachfolger, da habe ich was zusammengeschnitten. Dann eine kleine Trailer-Show zu spielen, die noch kommen, die ich auch habe, ist schon installiert. Auf der Xbox Series S. Am PC, glaube ich, ist auch ein bisschen was drauf. Und auf der PS4 Pro ist auch was drauf. Was alles schon soweit fertig ist. Ich brauche eigentlich nur mehr aufnehmen bei Lust und Laune. Genau, machen wir es kurz ein Schmittel. Ich wünsche euch, da ich ja ab heute schon im Urlaub bin, alles Gute in den nächsten 3 Wochen, 14 Tagen, 3 Wochen. Ich wünsche euch ein frohes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und möge euch, ja, ich will mir jetzt nicht lang und breit damit aufhalten. Alles Gute, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns dann Anfang Jänner wieder. Genau, mit einem klitzekleinen Eintrag im Community-Tab. Rechnet so damit um den 6.1., 7.1. Vorerst, wenn ich Kommentare beantworte, dann erst bitte nicht böse sein, ab Jänner. Genau, ich werde jetzt einmal YouTube beiseite legen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit dem Mass Effect Nachfolger, wo ich einen kleinen Trailer dazu geschnitten habe, mit der Trailer-Show, die kommt, und der Antwort auf die Sache mit dem Lied im Intro des Videos. Genau. Bis zum nächsten Mal und wir hören und sehen uns dann im neuen Jahr wieder. Baba dabei. Ja, Entschuldigung, ich brauche auch mal eine Auszeit von YouTube, aber diesmal wirklich. Baba dabei. Bitte nicht böse sein. The sun on my face. Fresh air in my lungs. The grass beneath my feet. I've heard of such things, yet I live in a world without them, an underground world. I have no recollection of life before the blast, just a boy when they saved me. Could such things exist again? I live in hope. But today, the future is all I fear.
August 29th, 1997, Skynet, a computer system built to protect us, became self-aware. On that day, 3 billion people lost their lives. Judgment Day, as we eventually called it, marked the beginning of the war against the machines. Spread out! Then came the annihilation line, a line that separated the living from the dead. You're a resistance soldier. Time to act like one. Can you see any structures on the planet? It's all one big structure. Planet-wide, all the way to the core. I'll be damned. Are you getting all this? I'm with you. It seems familiar, somehow. What is this? That's you, N. They're everywhere. They do what I do. They learn from me. Foster is dead. He died more than a century ago. I can bring him back. Foster? Are you doing this? In local news, a new crime wave that is sweeping Detroit has already claimed the lives of 21 police officers. Disturbance? I'm a big fan. Now move! Can you fly? What the hell is this? Where is all the money? We all saw it hesitate in a life and death situation. Why? Listen, I would trust this guy with my kids. I mean, if I had any. This was just an isolated glitch. Dead or alive, you are coming with me. Es geschah vor langer Zeit. Doch
Doch wenn ich mich erinnere, sehe ich es klar vor mir. In einer nebligen Winternacht. Die Rune des Todes wurde gestohlen. Und die Halbgötter begannen zu fallen. Zuerst Godwin der Goldene. Königin Marika wurde an den Rand des Abgrunds getrieben. Es kam zur Zertrümmerung, einem Krieg, der nichts als Finsternis brachte. Der Eldenring wurde zerstört. Doch von wem? Und warum? Was erhofften sich die Halbgötter nur von einem Krieg? Der Eroberer der Sterne, General Radar. Und Mikellas Klinge, Malenia die Abgetrennte. Die beiden waren die mächtigsten, die noch blieben, und sie maßen ihre Kräfte im Kampf. Doch es sollte keinen Sieger geben. Nun leben wir in einer gespaltenen Welt. Wir harren der Ankunft des Elbenfürsten. Es sei denn, er erobert die Krone. Did you miss me? Because I didn't miss you. Sir, I think my gun broke. Don't worry, kid. I got this covered. Sir, these Octanian Harvester Leviathans are a lot bigger than I imagined. It's not the size, kid. It's how you use it. I once killed a clear with a nail clipper. Yep, they're processed. Humans turned into cannon fodder for Mitchell's horde. Cute, aren't they? How can we help them? Apply bullets as needed.
Oh, yeah! I could really use a gun. Copy that, but this is a toy for big boys. Now, you can also take out the Kanar with your bare hands, but for larger groups, go for a shotgun or assault rifle. If I had a gun... Any gun... And remember, kid, belchers explode, so stay clear of their barf radius. Barf radius? Look, it's not a scientific term, but it works for me. Sir, if I remember correctly, the map in the mission briefing showed an EDF storage facility just over this wall. Huh. Maybe I should start reading that stuff. Nice! Could I have a gun now? You know, it's funny, but usually when I pick up one of these things... Ah, there they are. Why won't that gate open? Because it is an advanced automatic security gate, of course. Who is that? It is I, Professor Gottlieb Kiesel, your scientific advisor. Guten Tag. Does he always call in at random like that? I think he just gets bored.
Looks like that was the last one. The gate's open now.